Ein herzliches Willkommen zurück hier zu The Witcher 3 Blut und Wein mit der Quest Papierkrieg und es wird nicht besser, ey. Was jetzt los? Du hast dich vorgedrängelt. Gar nicht, war vor dir da. Das ist mir völlig egal. Du mieser Rüpel. Das lasse ich mir nicht bieten. Warte nur, dir bringe ich Manieren bei. Na los, schlag mich. Meine Herren, bitte! Wenn ihr euch schlagen wollt, tut es draußen! Raus, sofort. Ernsthaft in der Bank? Prügeln? Ach, diese Quest, ey. Da muss ja jeder aggressiv werden bei so einer Bank. Ernsthaft jetzt? An der Tür von der Bank. Schon wieder. Zum dritten Mal in dieser Woche. Na komm schon. Ich werde dir Und zeigen, tschüss. was es tut. Rüpel! Einfallspinsel! Wohl beigelegt. Dir werde ich's zeigen! Alter, hat so eine Vogelstatue gemacht. Du hast dich vorgedrängelt. Vogelstatue, sag ich schon. Vogelschalk natürlich. Ja, tschüss. Alter Schwede. Geschmacklos ist So. Okay. Wer trägt denn Sachen aus diesem Alles in Ordnung? Ihr kennt sie doch. Sie Hier ist nix in Ordnung. Hier ist alles scheiße. Wo ist sie hingegangen? Pomade. Ich muss dem Duft folgen. Das könnte die richtige Spur sein. Klopf, klopf. Hast du ein Anliegen? Ich habe so manches Anliegen. Sie sagt, Puffärmel wären schwer im Kommen. Entschuldigung, ich suche Schalter 1. Puffärmel? Nicht dein Ernst. Ich konnte es auch gar nicht glauben. Hallo. Könnt ihr nicht lesen? Wir sind in der Pause. Celine, Liebling, kannst du mir das eben abzeichnen? Ah, da bist du ja. Hör mal, Wir sind in der Pause. Wie man sich auch um Freundlichkeit bemüht, es hat keinen Zweck. Bitte was? Ich schätze, ich muss warten, bis Sie mit Ihrer Pause fertig sind. Oh je. Das kann ein paar Stunden dauern. Du musst warten. Sie machen gerade Pause. Und? Was willst du hier, mein Freund? Passierschein A38. Ich glaube, Formular 202 brauche ich auch. Formular 202? Kein Problem. Zertifikat P. Das ist was anderes. Aber wenn wir schon warten müssen, wie wär's mit einer Runde Gewinnt? Klar. Jederzeit, Mann. Warum nicht? Spielen wir. Musik in meinen Ohren. Ich arrangiere sogleich meine Karten. Mach das, mach das. Nehmen natürlich, bin gleich, ja, natürlich das hier, wie auch sonst. Square Tail Deck, okay. Der Gegner ist am Zug. Du, 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 la, 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 la. Ich brauche mehr Karten.
Ja, das sieht doch super aus. Und er macht sogar was extrem doofes. Und ich hab nix für die Front. Ein paar Karten loswerden? Wieso eigentlich nicht? Komm. Spielen wir mal die Wess. Ja. Das läuft doch richtig gut. Und er spielt eine Karte nach der anderen. Jetzt bräuchte ich eben den mit dem Eis. Das wäre ganz nice. Ein bisschen Eis wäre immer nice. Egal, ich passe. Kein Bock mehr drauf, ganz ehrlich. Die Runde ist mir zu doof. Mein Gegner passt. Darf er das? Offenbar schon. Was macht eigentlich schon das er hier? Stärksten Fernkamera. Ja, genau, das war's ja. Ich brauche echt nicht viel, das reicht bereits. Und ich bekomme noch eine Karte, weil ich einfach cool bin. Okay, das ist jetzt natürlich ein bisschen doof. Naja. Blaue Streifen! Der Norden greift an! Fünf Karten hat er noch und er zerstört meine Strategie, dieser Arsch. Counter-Dem, du musst es richten! Nie gedacht, dass man das sagen. Das ist ein Counter-Team, das man richten muss. Jetzt kann man mit seinem Fuck-Helden-Karten. Ich glaub's einfach nicht. Das sind noch alle Stream-Freunde. Das ist erst vorbei, wenn die letzte Karte gespielt wurde. Yu-Gi-Oh! Ja, jetzt wird's langsam interessant. Ich hätte noch ein Problem, Freunde. Weil er kann theoretisch noch mehr von diesen solchen Dinger haben. Also im Prinzip dachte ich gerade, ich spiele sie hier, dann bin ich gerade auf Nummer sicher. Es gäbe insgesamt 24 Punkte, wäre schon imbar. Aber wenn natürlich sagen, okay, wenn eine Variante, was ist, wenn er noch so einen Teil hat? Wenn er die spielt, sind die hier weg. Geil. Und ich gehe auf Nummer sicher. Dann habe ich lieber mal einen anderen Volltest gewählt. Dann könnte ich jetzt noch 2 Wetterkarten spielen. Nochmal gucken, was hat das so. Am Schluss Fotos einsetzen. Für klares Wetter. Die Feldkarten sind weg und das wäre geiler. Ja, Fernkampf, da bringt nichts. Jetzt also die Anführerkarten. Nee, das bringt nichts. Momentan zumindest nicht. Ja, was soll's, komm. Wenn sie hat, hat einfach Pech gehabt. Was soll's. Ja, ich muss passen, kann nichts anderes machen. Ja, das war's, Freunde. Aber echt fies, ey. Da hatte ich keine Chance. Jahrelange Übung, mein Freund. Schnauze. Apropos, ich habe einen Tipp für dich, wie du kriegst, was du willst. Ich habe die Leute alles versuchen sehen. Magie, Hypnose, Bestechung.
nichts nützt. Dann kann ich ja wieder gehen. Kann ich gar nichts machen? Nur eins. Freundlich sein. Sehr freundlich. Diese Frau da sitzt täglich 12 Stunden am Schalter und bekommt von kaum jemandem mal mehr zu hören als guten Tag. Besorg ihr ein paar Blumen, etwas Parfum. Dann wirst du schon kriegen, was du willst. In 0, nix. Das ist einen Versuch wert. Viel Erfolg. Das klang jetzt fast schon so, als, ja, man ist ja gar nicht so, wie man dachte. Blumenparfum. Ja, mal gucken, Leute. Schon krass, immer das Spiel, also von der Karte her sagt es immer, ich muss da entlang, aber ist hier der richtige Weg. Willkommen in der Kian Fanelli Bank. Wir sorgen für... Man braucht Formular 202, um den Passierschein A38 zu kriegen. Wusstest du das nicht? Hättest du mir das nicht sagen können? Ich habe reichlich Zeit wegen dir verschwendet. Bitte, mein Herr, kein Grund, gleich ausfallend zu werden. Ich ging davon aus, dass ich so offensichtliche Tatsachen nicht extra erwähnen muss. Das haben wir gleich. Vollständiger Name? Gerald von Riva. Mal sehen. Gedon, Gemmel... Hier. Gerald von Riva. Tut mir leid, aber ich kann Formular 202 nicht ausstellen. Wie bitte? Der fragliche Antragsteller wurde für tot erklärt. Offiziell. Also, mein Herr, wie soll ich das im Kassenbuch formulieren? Ich habe dir Blumen besorgt. Als Zeichen meiner Dankbarkeit für deine Hilfe bei meiner Akte. Aber das geht doch nicht. Für mich? Wirklich? Sie passen zur Farbe deiner Augen. Meine Treu, ihr seid aber ein Charmeur. Jahrelange Übung. Wartet einen Moment. Ich hole Meister Kian Fanelli. Vielleicht kann er etwas mit weniger Verwaltungsaufwand arrangieren. Das wäre schön. Immer wieder sage ich Ihnen, ich will nicht gestört werden. Aber es will immer irgendein Depp nicht warten. Donnerwetter, wen haben wir denn da? Grüß dich, Meister Gerald. Du warst ja schon ewig nicht mehr hier. Ich war ziemlich beschäftigt, aber jetzt bin ich hier und bräuchte deine Hilfe. Natürlich. Wie kann ich dir behilflich sein? Es gibt ein Problem mit meinem Konto. Ich wollte Geld abheben, aber... Gar kein Problem. Das geht ganz schnell. Es sind nur wenige Formalitäten. Ich weiß. Zum Beispiel Passierschein A38. Ohne die Papiere sind mir die Hände gebunden, Gerald. Aber du findest dich gewiss rasch zurecht und bekommst sie im Handumdrehen. Kian Fanelli, keine Ausreden mehr. Zahl mich aus. Jetzt. Bitte, Meister Hexer, wozu die Aufregung? Natürlich zahlen wir dich aus. Du brauchst nur die erforderlichen Dokumente. Ich habe hier ein Dokument mit sehr viel mehr Gewicht als eure Formulare und Passierscheine. Hier, sieh mal. Die gnädige Herzogin hat dich angeheuert? Mhm. Und als ihr persönlicher Gesandter verlange ich Zugriff auf mein Konto. Sofort. Jawohl, Meister Hexer. Hier entlang. Geht doch. Das Geschäft, Meister Hexer. Kann nicht klagen. Gut für dich. Das sieht in unserer Branche ganz anders aus. Der Weinabsatz fällt und fällt. Das liegt an den blöden Namen, ich sag's dir. Kein Mensch außerhalb des Herzogtums kann Namen wie Côte de Blessure aussprechen. Sie verknoten sich die Zunge und genieren sich danach zu fragen. Unsere Bank ist der Stolz von Beauclair. Alles in Ordnung?
Momentan schon. So, Bankfach 256. Ganz hinten rechts. Da bin ich mal gespannt. Was zur Hölle soll das, Chianfanelli? Das Fach ist leer. Tja, also, Geld muss zirkulieren. Und als wir erfuhren, dass du tot bist, Meister, haben wir deins in den Kreislauf zurückgegeben. Ein paar Aktien, Anleihen und Investitionen in Weingüter. Im Handumdrehen war das Fach leer. Du solltest es beim Namen nennen. Du hast mich beklaut. Aber nicht doch, Meister Hexer. Das würde ich nicht wagen. Natürlich würdest du. Und du wirst dafür aufkommen. Mach das Tor auf. Meister Hexer, ich zahle alles bis auf den letzten Kopper zurück. Beim Bart meiner Großmutter. Nö, kein Bock gegen Zwerge zu kämpfen. Du hast eine Woche. Keinen Tag länger. Das wirst du nicht bereuen, ich schwöre. Ich kratze es irgendwie zusammen. In 7 Tagen kannst du es abholen. Mhm. Bis dann. Lass mich ran, 7 Tagen ist er weg. Warte eine Woche und hol es dir. Ja, das machen wir schon, aber nicht so, sondern ein bisschen anders und mal gucken. So, erstmal, Vater weiß es eben nicht, genau. Dann haben wir noch irgendwo hier eine Quest, die ich vorhin elegant umgangen habe. Ist direkt hier unten, gut. Oh, der Hexer, der, den die Herzogin gerufen hat. Gar kein Zweifel. Ich frage mich immer noch, wann treffen wir hier im Spiel endlich mal auf die Romanze, die Geralt noch, also angehen könnte. Ist ja Blut und so weiter und das soll es eine geben. Schneewittchen. Geralt ist der Name. Was kann ich für dich tun? Dieses Haar, diese Narbe, diese Stirn, das ist perfekt. Hast du ein konkretes Anliegen? Oder willst du nur meine äußeren Merkmale preisen? Bewundern, werter Herr, bewundern und ersehnen. Dieser drohende Blick, so männlich. Wenn du ein abendliches Stelldichein mit mir willst, bist du an der falschen Adresse, fürchte ich. Abendliches Stelldichein? Aber nicht doch. Für Porträts brauche ich das weiche Licht der Nachmittagssonne. Porträts? Aber ja, für dein Porträt. En face und in Lebensgröße. Vor der herrlichsten Aussicht Toussaints. Sitz mir Modell. Du musst. Natürlich werde ich dich für deine Dienste entlohnen. Wie viel? Warum nicht, wenn es nicht zu lange dauert? Das wird es nicht, sei unbesorgt. Wir haben nur ein kurzes Stück Wegs bis zu den Hügeln vor der Stadt. Eine perfekte Landschaft in perfekter Harmonie mit deinem perfekten Antlitz. Dann los. Lass mich noch rasch meine Staffelei und die Paletten aus dem Atelier holen. Wir treffen uns mittags beim Westtor in der Nähe des Palastes und gehen von dort gemeinsam los. Zu einem perfekten Abenteuer. Ja, so perfekt. Ein Porträt des alten Mannes. Ja, der jetzt da. Ach, wir kommen von einer Quest zur anderen. Aber es ist eigentlich auch das Schöne hier an The Witcher 3. Blood and Wine. Nicht generell, also doch generell bei The Witcher 3. Nicht nur bei Blood and Wine. Bei Hearts of Stone, Wild Hunt. Es ist doch immer wieder ein Vergnügen. Avec plaisir. Oui, oui. Je parle français. Aber nicht gerade sehr gut. So, dann ist auch geklärt. Und ich hätte jetzt noch lange sicher mal Bock auf die Hauptquest. Ich meine, klar, ich habe gesagt, dass ich jetzt noch eine andere Quest machen will, aber es zieht es gerade doch ein bisschen hin wie Kaugummi. Und ich glaube, bevor wir, ne, ich bin ziemlich sicher, bevor wir, also wir haben hier noch die Quest hier mehr als ein Meister, und bevor wir die machen, machen wir mit der Hauptquest noch weiter. Also, im Prinzip hoffen wir jetzt mal auf die Quest, dann nachher noch auf die hier.
Wenn dann nichts mehr dazwischen kommt, können wir eigentlich weitermachen und ganz kurz bei uns zu Hause vorbeigehen. Wegen Cook, wegen Gästezimmer und so weiter. Ich werde ohne... Weil das geht relativ schnell und das liegt durchaus noch drin. Gegen Mittag sehen klar, ja, viel fehlt nicht mehr und den Rest können wir meditieren. Meditation. Oui, oui. Ich kann kaum vorwärts, leck mich am Arsch. So. Der tolle oben ist ein Ding, aber gar nicht gewusst. Ja, ist er bereits da. Gegen Mittag oder was? Noch 3 Stunden. Das Licht ist gerade... Naja. So. Ja. Ich bin ja schon da. Ich bin hier. Gehen wir. Dann müssten wir das beste Tageslicht haben, wenn wir eintreffen. Welch herrliches Chiaroscuro wir schaffen werden. Unbeschreiblich. Du musst ja sagen. Gehen wir. Was tut man nicht für die Kunst? Am besten reiten wir. Das geht schneller und ist weniger anstrengend. Du gehst voraus. Im herzoglichen Palast hängt ein Werk von mir. Turteltaube über der Heide. Genau wie die Gorgo, die ich mal erlegt habe. Ausgestopft. Vielleicht sogar mit Heidekraut. Ich hatte mal einen Pinsel aus Gorgofeder. Es gibt nichts Besseres, um Tempera aufzubringen. Leider hat ihn meine verfluchte Katze geklaut. Was will denn eine Katze mit einem Pinsel? Malen natürlich. Es war ja kein gewöhnlicher Pinsel, sondern ein sagenhafter. Und sagenhaft teuer. Moment. Deine Katze malt? Wenn du das so nennen willst. Sie kopiert eigentlich nur bei den echten Meistern. Und nicht mal gut. Deine Katze? Ja, Pierre-Auguste Moustacherois. Kein Wunder, dass du noch nicht von ihm gehört hast. Er ist ein zweitklassiger Pinselschwinger. Und ein Dieb. Ist eine Katze ernsthaft? Mach langsam. Nun gehen wir zu Fuß weiter. Meine Damen, meine Herren, werte Lehensherren, verzeiht meine Direktheit. Doch habt ihr hier womöglich Farben und Pinsel gefunden? Eugenie, ich glaube fast, der Bauer will was von uns. Meine Farben, meine Pinsel, alles war vorbereitet. Sie waren hier. Wir haben hier kein Handwerkszeug gefunden, guter Mann. Das versichere ich ihm. Probleme? Ja, und wie? Wie soll ich denn ohne Farben arbeiten? Ich bin am Ende. Sofern du nicht so großherzig sein willst, sie mir zu suchen. Du hast nicht zufällig noch andere Farben mit? Und, Ersatz hast du keinen? Ich schwöre. Soll ich denn mit Holzkohle schmieren wie ein Tier? Wieso nicht? Ach, verdammt. Du bist sicher, dass sie hier waren? Oh ja, genau hier. Ich hatte alles vorbereitet. Geplant, geordnet, organisiert. Vielleicht sind sie da runtergepurzelt. Na schön, ich sehe mich mal um. Ich glaube, das Leben imitiert die Kunst, nicht andersherum. Ganz recht, Figal. Denk nur an Baron de Cordel. Oh ja, der hat sich die Nase von einem Magier vergrößern lassen, nachdem er das Stück von der Repka... Aha. Ausgelaufene Farbe. Stinkt enorm nach Terpentin. Fußspuren. Verschmiert. Ja, ich sehe es, Gerald, ich sehe es. Fußspuren. Deutlich, aber seltsam klein. Die Katze vielleicht? Ich glaube, im menschlichen Fußspuren, war. Der würde gerne dem Geruch folgen. Die sind aber weit runtergepurzelt.
Ja, komm, komm. Wieder hoch, okay. Noch ein Fleck. Das könnte eine Spur sein. Der wird wohl da drin sein, wa? Hier sind auch Farbkleckse. Und da vorne ist ein Skelett, interessant. Neckar sind mit den Farben verduftet. Sieht ganz so aus. Die Frage ist, warum? Das wissen nur die Neckar! Oh. Hat langsam mal Bock drauf, mein Ding richtig einzusetzen hier. Noch ein Fleck. Das könnte eine Spur sein. Ja, ich bin schon dabei. Die Farben sehen noch ganz intakt aus. Der Maler müsste sie noch benutzen können. Wollen wir es hoffen, Freunde? Denn die Quest, die dauert und dauert. Welch lange Dauer. Hier nichts mehr. Wow, okay. Ich habe deinen Kram gefunden. Herrlich. Wo denn? Und... Hä? Ist das alles? Ich hatte viel mehr Sachen. Hättest sie nicht rumliegen lassen sollen. Ich bin einer Farbspur gefolgt und habe ein Neckarnest gefunden. Die Biester haben sich mit dem Kram davon gemacht. Und sie haben damit ein Fresko an die Höhlenwand gemalt. Sieht nach einer Kampfszene aus. Unmöglich. Sie haben wohl die Farbe wütend an die Wand geworfen. Bedeutungslos. Gut jedenfalls, dass du die Grundfarben gefunden hast. Wollen wir? Ich habe unterdessen einen besseren Platz gefunden. Klar. Legen wir doch endlich mal los. Ja. Geh voraus nochmal sagen. Was für ein Glück wir mit dem Wetter haben. Das Licht ist einfach vollkommen. Wird es lange dauern, das Meisterwerk zu malen? Ach, nur 6 Stunden. Mehr wird die Sonne uns nicht erlauben. Aber die Zeit wird verfliegen. Wir schwatzen ein wenig, erzählen uns Geschichten. Lass mich eben einen Trank kippen. Dann verfliegt die Zeit im Rausch. Ich brauche keine Geschichten. Was? Nein, nein, nein. Dein Ausdruck, die Haltung, das muss genau so bleiben. Wenn du betäubt bist, fehlt doch das Feuer in deinem Blick. Tränke sind verboten. Sei doch mal flexibel. Kannst das Werk ja besinnungsloser Hexer im Heidekraut nennen. Du scherzt. Ein alberner Hexer. Tja, man muss sich ja präsentieren können, seine Facetten ausbauen. Dass Kira die Witze macht, das sieht man echt selten. Also langsam mal da, hey, leck mich doch am Schöpli, wie lange dauert das noch? Okay. Das Pferd in der Luft, ja, wieso nicht? Ja, ist ein Pegasus, sieht man auf den ersten Blick. Sind wir da? Ja, sieh nur das Panorama. Atemberaubend, wie geschaffen als Hintergrund unseres Meisterwerks. Mhm, ganz nett, glaube ich. Ich frage mich, warum niemand hierher kommt. Ah, unwichtig. So, nun musst du genau überlegen, in welcher Pose du unsterblich werden willst. Jawohl, ich überlege. Naja, es dauert 6 Stunden, also würde ich sagen, eine relativ einfache Pose.
Alles bereit. Lass uns beginnen. Hast du dich bereits für eine Pose entschieden? Heldenhaft auf dem Pferd. Entspannt. Ja, heldenhaft sind wir irgendwie ein Held? Eigentlich nicht, wa? Auf dem Pferd, der arme Plötze, aber warum eigentlich nicht? Wie wäre es auf dem Pferd? Ich meine, Plötze hat auch ein Denkmal verdient. Ein Pferd. Sensationell. Aber wir sollten mein Pferd Alexander wählen. Ich habe ihm das Posieren beigebracht. Ich male später einen Greifenkadaver dazu. Nun, erhebe stolz das Haupt und streck die Brust raus. So, raus mit den Haxen. Hört das Pferd überhaupt zu? Kann ich anfangen? Oder ziehst du doch eine andere Pose vor? Nö, geht schon. Oh Gott, hey. Du kannst loslegen. Weißt du noch, wie du mich angesehen hast, als ich dich gebeten habe zu posieren? Wärst du so freundlich, das noch einmal zu machen? Dieser Blick des wild wütenden Widders, der schon die Hörner senkt. Ja, genau. So bleiben. Nicht wackeln. Oh Gott, und das 6 Stunden lang. Wird das noch lange dauern? Nein, gar nicht mehr lange. Schließlich ist das Tageslicht bald weg. Jetzt halt bitte den Kopf still, in der gleichen Position. Gut, ich versuch's. Außerdem versuche ich nie wieder einem Maler zu vertrauen. Greif! Ja, weiß schon. Du ergänzt ihn noch. Götter! Ein Greif! Lauf und versteck dich! Frau Mutter! Ah! Frau Mutter? Wer ist Frau Mutter? Ah, ein Greif, was macht ein Greif hier? Ich glaube, diese Frage gehen wir in der nächsten Folge nach. Autsch, das hat... Aua, das hat wirklich weh. Oh, ein Greif. Das ist schon eine Weile her, zum letzten Greif. Freunde, in der nächsten Folge geht es hier weiter im Kampf gegen den Greifen. Jetzt wissen wir zumindest, wieso sonst kann er herkommen. Das wohl irgendwie ein Greifennest in der Nähe oder sonst irgendwie bekannte Brutstätte. Wow, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wo ist er? Da oben. Hallo Greif, du bist ein netter Greif, wa? Du bist ein eleganter Greif. Du bist ein eingefrorener Greif. Was ist hier los, Freunde? Tschüss.